Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei diesem Gesetzesprojekt machen wir eine technische Adaptation vom Gesetz über die Spurkäse. Es geht ganz konkret um die Leute, die heute bei der Spurkäse arbeiten, schon für am 1. Januar 1999 irgendwo am öffentlichen Sektor geschafft haben. Sie wird beim Staat, sie wird bei einer Gemeinde, an einem Etablissement public oder bei der Eisenbahn. Aber betroffen diesem Gesetzesprojekt sind rund 540 Personen. Das Gesetz vom 19. Dezember 2025 über die Pensionsreform gesagt 4, dass Leute, die vor dem 1. Januar 1999 am öffentlichen Sektor geschafft haben, nicht in der Dispositionen von eben diesem Gesetz fallen, an dem nur auch nicht mehr lang kotisieren. Die Agenten von der Spurkäse wären am Kader von diesem Gesetz, also vom 19. Dezember 2025, vergessen gehen. Aber am Gesetz, was wir heute stimmen, soll das nachgeholt gehen. Herr Präsident, erlaubt mir zu den Avien überzugehen. Es sind am Ganzen 3 Avien rausgekommen. Die Chambre de Commerce hält dieses Gesetzesprojekt zur Kenntnis, ohne ihn zu kommentieren. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics begrüßt dieses Gesetzesprojekt. Der Staatsrat hat aus seinem Avis keine Opposition formell gemacht. Er mischt aber eine Bemerkung, respektive 2 Bemerkungen über das Gesetzesprojekt. Es stellt einerseits fest, dass auf der Basis von der aktuellen Gesetzeslehre der Beamte von der Spurkäse ein Supplement de Pension von der Spurkäse bezahlt kriegt, wann er Konditionen erfüllt, für vom Pensionsregime von den Staatsbeamten zu profitieren. Laut dem Staatsrat wird diese technische Adaptation, über die wir heute diskutieren, nicht nötig für die Spurkäsebeamten, aber sie gegen der Spurkäse hier finanziell Charge aufsetzen. Der Finanzminister hat das aber anders gesehen, also dass an der Kommission, dass die Leute ohne dieses Gesetzesprojekt mehr lang schaffen. Andererseits hat der Staatsrat auch angemerkt, dass der Champ d'Applikation vom Gesetzesprojekt nicht ganz klar wird. Es ging nämlich darum gehen, dass die Leute für den 1999 allgemein am öffentlichen Sektor geschafft haben. Am Exposé des Motivs steht aber, dass es um die Leute geht, die vor dem 1.1.1999 bei der Spurkäse geschafft haben. Auch hier hat der Finanzminister als die nötigen Erklärungen gegeben. Zu der Prozedur von diesem Gesetzesprojekt wäre Folgendes zu sagen. Das Gesetzesprojekt auf den 21. Januar 2026 vom Finanzminister deposiert. Die Chambre de Commerce hat ihren Avis den 17. März gegeben. Der Staatsrat hat sein Avis den 21. April gegeben und die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics den 29. April. Ich habe an der Sitzung von der Finanzkommission vom 12. Mai zur Rapportrice designiert. An der nämlichen Sitzung wurde das Projekt vorgestellt und die Avis sind analysiert gehen. An der Rapport von der Finanzkommission wurde den 9. Juni an der Finanzkommission angeholt. Für all weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Herr Präsident, damit schließe ich meinen Rapport als Rapporteur auf. Und ich will just noch ein paar Sätze als Sprecherin von meiner Fraktion sagen. Als CSV-Fraktion begrüßen wir, dass mit diesem Gesetzesprojekt für eine kohärente Umsetzung von der Pensionsreform am gesamten öffentlichen Dienst gesorgt wird. Und damit gehe ich selbstverständlich nach von meiner Fraktion. Also ich merci für die Nullastern.